Einen wunderschönen guten letzten Morgen aus Malta, liebe Reisefreunde. Ja, der letzte Tag in Malta, in unserem 44. Land, ist angebrochen. Darauf Prost! Auch wenn es nur Kaffee ist, aber ist ein guter Kaffee. Ja, schon ein bisschen schade, dass die Zeit jetzt schon vorüber ist, obwohl das Wetter ist heute wirklich wieder ein bisschen schlechter. Es ist ein bisschen bewölkt, das heißt, Karl, der lädt auch wieder nicht so gut. Aber naja, alles nicht so schlimm. Heute um 17 Uhr fährt unsere Schnellfähre oder unser Katamaran zurück nach Sizilien. Über den Katamaran, da erzähle ich euch dann später noch ein bisschen was drüber. Der ist nämlich richtig cool und richtig exklusiv. Das wussten wir vorab eigentlich gar nicht. Und ja, wie gesagt, das war's. Wir fahren jetzt nochmal zurück nach Valletta, gehen vielleicht noch ein bisschen in die Stadt und ja, genießen die letzten Stunden in diesem wunderbaren Land. Obwohl ich ja immer noch sagen muss, Gozo hat mir persönlich besser gefallen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, Mittag, Abend. Egal, wenn ihr das Video schaut, freut mich sehr, seid ihr wieder mit an Bord. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann holt das jetzt gleich nach. Ich genieße hier jetzt die Aussicht mit meinem Kaffee und starte so in den letzten Tag von Malta. Wir stehen jetzt hier auf dem Park and Ride Parkplatz von Valletta. Der ist nur einen Katzensprung weg vom Fährterminal. Da wollen wir ja dann hin. Eigentlich wird der Platz kosten, weil da vorne hat es auch eine Schranke. Aber da steht, dass es freies Parken ist. Ob das nur heute gilt oder immer, keine Ahnung. Vielleicht am 1. April. Ha! Lustig. Ja, jetzt gehen wir mal in die Stadt. Park and Ride heißt ja, dass wahrscheinlich ein Bus fährt, aber ansonsten, wenn nicht, ist auch nicht so tragisch, ist ja alles hier nicht so weit. Und jetzt genau, hier oder hier? Weiß ich nicht, muss ich gucken. Was hast denn du für einen coolen Sticker da hinten drauf? Richtig fett, ne? Ja, das mit dem Bus hat geklappt. Wir mussten noch so ein Ticket rausnehmen. Das müssen wir dann entwerten, wenn wir zurückkommen. Ist also nicht ganz kostenfrei. Hebt euch mal alle fest, setzt euch hin. Das Ganze kostet pro Fahrzeug, nicht pro Person, 40 Cent. Wie schließt man einen Besuch auf Malta am besten ab? Natürlich, mit Pastizi in Valletta. Habe ich erwähnt, dass die natürlich immer noch nur 50 Cent pro Stück kosten? Das ist unglaublich. Also im Allgemeinen kann man sagen, Malta ist eigentlich echt günstig. Preisgefälle ist sehr interessant für Urlaub, oder? Ja, vor allem für so eine Insel. Ich habe mir vorgestellt, es sei irgendwie alles extra teuer, weil halt einfach alles irgendwie erst hier nach draußen per Fähre, per Flugzeug oder so kommen muss. Stimmt nicht. Nein. Hast du neue Haustiere? Nicht Haustiere, aber Freunde. Die mögen Pastizi auch. Die nehmen wir nicht mit, hä? Ein Vogel in Karl. Hier ist so wie ein Food Court, also irgendwie eine ganze Halle voll mit Essensständen. Und hier haben wir jetzt gerade noch sehr spezielle Pastizi-Varianten gesehen. Mit Pulled Pork, mit Chili con Carne, mit Chicken Curry. Ganz exotische Sachen gibt es hier dann noch. Aber auch sonst allerlei. Mal ein paar Bilder für euch. Man kann natürlich auch hier auf Valletta und in diversen anderen Städten diese Pferdetouren machen. Sowas machen wir ganz bestimmt nicht, weil Tiere sind nicht zu unserer Belustigung da, deshalb machen wir das nicht. Und wenn man den da hinten ein bisschen genauer anschaut, ich bin jetzt gerade an dem vorbeigelaufen, der hat die Scheuklappen so eng, dass er quasi nichts sehen kann. Und in den Ohren haben sie ihm noch Watte reingestopft, damit er ab diesem Lärm hier in der Stadt nicht scheut.
Also wenn solche Maßnahmen nötig sind, dann sollte man sich wirklich dreimal überlegen, sowas zu machen. Dort hinten haben wir übrigens die erste Nacht verbracht. Wir haben also tatsächlich auf Valletta geschaut. Und ja, ich meine, vom Platz her wäre es eigentlich schön. Aber naja, eben, die Lautstärke der lieben Jungen. Und wer das Video nicht gesehen hat, Jo. das war So, heute mal eine Community-Frage an euch. Was ist das für ein zusätzlicher Spiegel? Ich kann mir das nicht erklären, was das sein soll. Vielleicht habt ihr eine Ahnung, schreibt es unten in die Kommentare. Würde mich sehr, sehr interessieren. Das meistgefahrene Auto, wo wir gerade bei den Autos sind, ist übrigens der Land Rover Defender in jeder Ausführung, die es wohl gibt auf dieser Welt. Von kurz bis lang, von hoch bis tief, von grün bis blau, wir haben schon alles gesehen. Und ich denke auch, das ist das beste Fahrzeug für diese Insel. Und das führt uns weiter zum Verkehr. Wir haben viele Schauermärchen über den Verkehr gehört, dass die Malteser so schlimm Auto fahren und die schneiden und weiß nicht was. Wir haben nichts von dem erlebt. Die Malteser, die passen sehr gut auf, die sind zuvorkommend, die machen den perfekten Reißverschluss. Wir hatten nicht einmal ein Problem. Ich weiß nicht, wer das herum erzählt, aber in Malta Auto zu fahren ist wirklich kein Problem. Wir sind zurück, gehen jetzt das Ticket noch entwerten, hat mit dem Bus wunderbar wieder geklappt, obwohl die erste Haltestelle war irgendwie was anderes. Gut sind wir sitzen geblieben. Können wir also nur empfehlen, hier unten hat es Parkplätze ohne Ende auch geeignet. Ihr seht das für ganz große Busse und ist super bequem. Man kommt so natürlich ganz leicht ins Stadtzentrum. Aber das war es jetzt erstmal aus Valletta. Jetzt müssen wir noch den Tank auffüllen, weil es hier günstig und dann geht schon bald auf die Fähre. Da draußen, der spricht gerade mit dem Tankwart, der ist uns am Betanken für, das nicht erkennen, 1,23 kostet der Liter. Jetzt 1,23 kostet der Liter Diesel. Und das Coole an Malta ist, die Regierung legt den Preis zu Beginn der Regierungsperiode fest. Das heißt, der Dieselpreis, der wurde zu Beginn der Regierungsperiode auf 1,23 festgelegt. Und der ändert sich jetzt während der Periode nicht mehr. Das kann natürlich mal ein Vorteil sein, wie für uns momentan, weil ja, in Italien bezahlen wir 1,47 etwa für den Liter Diesel beim Selbstbetanken und hier 1,23. Das ist natürlich schon ein Unterschied. Ja, das ist also der Grund für die tiefen Preise, Dieselpreise momentan in Malta. Die Regierung hat das festgelegt und ich weiß nicht, wer da genau drauf liegt, ob das der Tankwart ist, ob das wahrscheinlich die Regierung selber ist. Weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall bei jeder Tankstelle exakt genau gleich teuer oder günstig. Genau gleich günstig. Die letzten Meter auf maltesischem Boden. Wir fahren in die Fähre, oder besser gesagt in den Katamaran. Ja, das war es jetzt endgültig. Wir ziehen nachher noch kurz ein Fazit. Aber erst boarden wir diesen ganz speziellen Katamaran. Da erzähle ich euch dann nachher gleich auch noch ein bisschen was drüber. Aber erstmal,
So, liebe Reisefreunde, es schauen mich jetzt alle doof an, wenn ich in diese Kamera spreche, aber ich habe mir vorgenommen, dass ich diese Fakten noch mit euch teile, denn dieser Katamaran, auf dem wir uns gerade befinden, das ist der schnellste Katamaran, der Passagiere und Autos befördert in Europa und der zweitschnellste auf der ganzen Welt. Er fährt erst seit einem Monat hier zwischen Italien oder Sizilien und Malta hin und her und ist sozusagen brandneu. So riecht er auch wie so ein neues Auto zum Beispiel. Und so ist es auch möglich, dass man Malta in 1,5 Stunden oder 90 Minuten erreicht. Natürlich ein Riesenschritt für Malta, dass man das Land jetzt so schnell erreichen kann und mega cool für uns, dass man hier so schnell pendeln kann. Das Ganze, das geht ins Geld, das kann ich euch sagen. Wir haben für Hin- und Rückfahrt jetzt gut 350 € bezahlt. Das ist eine Stange Geld, aber man spart halt wirklich viel Zeit. Gebaut wird dieses Schiff übrigens in Australien und verkehrt auch zwischen Tasmanien und Australien. Ja, so ist das. Wir sind gleich da, wir sehen schon Land, wir sind gleich in Pozzallo und dann geht es für uns auf Campingplatzsuche. Jetzt sind wir 7 Tage freigestanden, wir stinken, sind unrasiert und haben Sonnenbrand, darum machen... Ja, vielleicht ein bisschen. Nee, so schlimm ist nicht, wir haben ja auch im Camper geduscht und ja, melden uns dann von der Abfahrt vom Katamaran. Ja, wir geben es zu, in der Zwischenzeit ist so ein bisschen Zeit vergangen, seit wir Malta verlassen haben. Wer uns auf Instagram folgt, der weiß vielleicht, wo wir hier momentan sitzen, aber das verraten wir euch auf YouTube noch nicht, denn es kommen noch viele spannende Videos aus Sizilien. Genau, aber wir haben euch noch ein paar Dinge zu sagen, bevor die Malta-Videos enden, denn wir wollen erstens ein Fazit mit euch ziehen, euch etwas verlosen und noch dieses Getränk probieren. Aber erst zum Fazit, oder? Malta, Gozo? Ja, also die Vorahnung war ja so durchmischt. Einerseits landschaftlich schön, andererseits für Camper natürlich die Infrastruktur, die einfach fehlt. Das wussten wir. Ich bin überrascht, wir hatten ja doch einen Stellplatz gefunden, wo man auch Fernentsorgung machen konnte. Dazu, wir hatten halt einfach traumhaftes Wetter. Es war überhaupt gar kein Problem, was Strom oder irgendwas anbelangt. Malta selber, ich habe es mir ein bisschen weniger bebaut vorgestellt. Die Hauptinsel, aber Valletta ein absoluter Traum und auch die Medina anderen. Halt wirklich genau, sehr, sehr Medina schön. war auch mega schön, die Klippen, also wirklich sehr imposante und mal sehr andere Architektur. Das haben wir so noch nicht gesehen. Ja, die ganzen Vorurteile von wegen schlechte Straßen, die stimmen natürlich, die Straßen, die sind wirklich schlecht, aber es ist nicht weiter ein Problem, um da unterwegs zu sein. Und die Leute, die fahren auch nicht wie die Iren. Es war wirklich, es war eine wundervolle Zeit. Es ist ein bisschen anstrengend, dahin zu kommen, ein bisschen teuer natürlich auch, aber wir würden sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, auch mit dem Camper dahin zu reisen. Vor allem für die Freistellplätze, auf Gozo natürlich. Ja, aber die jetzt sind der absolute Traum natürlich. Genau, jetzt kommen wir zu diesem Getränk. Und zwar ist es das absolute Spezialgetränk von Malta, oder? Ich zeige euch das mal kurz in die Kamera. Und zwar sieht das Ganze so aus, das nennt sich Kini. Und das ist Orangenlimonade mit Kräutern, also mit so einer Art Kräutertee mit drin. Und das wollen wir unbedingt mit euch noch probieren, weil das trinken alle auf Malta und wir haben es bis jetzt nicht probiert, wir haben es immer noch im Kühlschrank. Und das natürlich standesgemäß mit unseren Gläsern. Echtes Glas mit an Bord. Genau. Und die unsere Roomtour geschaut haben, die wissen ja auch mittlerweile, das sind Gläser von Silvi mit Magneten unten drin. Und ja, weil da so viele Fragen dazu gekommen sind durch die Roomtour und ihr das auch so cool fandet, wir ja übrigens auch, haben wir uns jetzt überlegt, dass wir euch da noch mal ein paar Sätze dazu sagen, weil die Roomtour war ja doch gut eine Stunde lang, das hat bestimmt nicht jeder angeschaut. Die Gläser nochmal, die haben unten drin ein Magnet und die gibt es dann auch so mit diesen Magnetuntersetzern, also die kann man dann irgendwo hinmachen und ihr seht das schon, oder das Glas, das fällt jetzt nicht einfach runter dank dieses Magneten. Das gibt natürlich ganz andere Verstauungsmöglichkeiten im Van, da gibt es auch noch stärkere Leisten, an die man dann die Gläser ranmachen kann. Das Dünne, das ist das Stärkste, das kann man einfach bei Raumtemperatur an die Decke, an die Seite, die Wand, wo auch immer hinmachen und dann kann man da bis zu 6 Gläser oder die Becher dran verstauen. Das ganze Silvi ist ein Unternehmen aus Bayern
wäre jetzt ein kleiner Bayern. Spoiler. Bayern, ne? Ist also ein deutsches Unternehmen, die Gläser und so weiter, das wird auch in Deutschland produziert und selbst die Trinkbecher, die sind aus höchstem Standard, lebensmittelechtem Plastik, also auch da wirklich eine coole Sache. Das Einzige, was man nicht machen darf mit den Bechern oder den Gläsern, ist, die in den Geschirrspüler zu packen, aber wir haben ja gar keinen. Wir sind auf jeden Fall super überzeugt von diesem Produkt und ihr seht es, die Gläser, die sind immer noch ganz und das nach der ganzen Rüttelpartie auf Malta und auf Gozo. Darum sind wir überzeugt von diesem Produkt, stoßen jetzt mal an und probieren dieses, wow, speziell. Prost. Prost. Oh, das ist super. Ja, Und wir haben nur eine Flasche mir davon. Nur so ein bisschen wie Cola schmeckt es, findest du nicht? Wie dieses Mischgetränk. Ja, Mezzomix. Kennt ihr Mezzomix? Genau so riecht das. Oh, und wir haben nur Schmeckt eine es? Ja, wir Flasche haben nur davon. eine Flasche davon. Aber wir haben etwas anderes dafür für euch und das Genau, erklärt euch weil ihr das so cool fandet mit diesen Gläsern, wie gesagt, in der Roomtour. Ja, da haben wir doch noch mal mit Silvi gesprochen. Ha? Und jetzt können wir hier auch noch ein paar Pakete verlosen. Und zwar gibt es einmal zu gewinnen das Paket, das Sektglas-Paket, 2 Sektgläser und eine Flasche Sekt dazu. Das Ganze gibt es ebenfalls zu gewinnen das Weinsortiment, ne? 2 Rotweingläser und eine Rotweinflasche dazu, auch sehr cool. Ja, das gibt es hier zu gewinnen. Ne? Und wer noch mehr gewinnen will oder die Chance noch auf andere Silvi-Produkte zum Gewinnen bekommen will, der schaut am besten auch mal noch auf unserem Instagram-Kanal und sonstigen Social-Media-Kanälen vorbei. Da unbedingt gibt's auf auch noch mal Instagram vorbeischauen. Das seid ihr quasi immer live mit dabei, nämlich dann wüsstet ihr jetzt vielleicht auch, wo wir hier sind. Genau. Aber ja, auf und jeden da Fall werden mal wir auch Instagram. gleich noch was verlosen. Genau, also 2 Pakete. Was müssen Sie dafür tun? Wie immer, Kanal abonnieren, Video liken und dann einen Kommentar schreiben, warum ihr denn solche Gläser braucht, in welchem Fahrzeug, dass ihr es montiert. Schreibt einen sehr kreativen Kommentar mit dem Hashtag Glas an die Decke. Magnetglas. Oder Magnetglas. Mit dem Hashtag Magnetglas. Und dann verlosen wir die schon bald an euch. Und wer jetzt nicht auf sein Glück hoffen will oder was anderes bestellen möchte, ihr kriegt übrigens auch noch einen Rabatt, wenn ihr bei Silvi jetzt bestellt. Den Code, den findet ihr jetzt hier unten und da gibt es nochmal 10% Rabatt für euch. Was er jetzt im Moment gerade macht, das entzieht sich deiner Kenntnis? weiß ich nicht. Ja, ihr Stand nicht im Drehbuch. Ihr könnt uns treffen, ihr könnt uns mal wieder treffen. Das wollten wir ja noch und sagen. zwar schon in ein paar Tagen könnt ihr uns treffen und zwar in Lofer. Jetzt musst du kurz überbrücken, weil ich muss... wir könnten jetzt zusammen das Huhn füttern, aber ihr seht das Huhn nicht, ne? Und Huhn, springst du hoch? Nee, möchte nicht hochspringen. Ja, wie soll ich denn überbrücken? Soll ich noch ein bisschen über Silvi schwärmen? Ich finde es wirklich toll. Also wir machen nicht einfach Werbung, weil wir dafür bezahlt werden und unsere Videos vollklatschen wollen. Nein, wir machen Werbung, wenn wir Produkte wirklich cool finden. Und ihr habt das ja bereits bei uns in Karl gesehen. Wir können die Becher tatsächlich oben an die Decke des Regals hängen. Und das ist natürlich echt cool und gibt uns Platz im Regal. Gut, jetzt hast du gut... Genug? Ja, überbrückt genug. Ihr könnt uns treffen am 1. Gates of Summer der Camp Republic. Das sind die gleichen coolen Jungs, wie die das CV Camper Van Summit Meeting. Warum sind die auch immer so spezielle Namen? Ist ja egal. Auf jeden Fall sind wir mit dabei mit Vorträgen und Steffi zeigt auch wieder ein paar coole Kochshows mit dem Omnia. 9. bis 12. Mai in Lofer im Salzburger Land. Ihr könnt mit dabei sein. Alle Infos unten in der Infobox. Gibt ein mega Programm, wirklich mega cool. Wir sind alle Tage vor Ort. Ihr könnt uns treffen, aber das Video, das möchten wir jetzt nicht mehr länger werden lassen. Wir stoßen an mit den Silvi-Gläsern. Mit Kitty. Freuen uns auf eure Kommentare, wünschen viel Glück bei der Verlosung und ich schau mal, wo ich so mehr solche Flaschen von diesem Getränk herbekomme. Prost!